7 Bäuerinnen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. Sie treffen sich heute im schaffhausischen Rebbaudorf Osterfingen zum grossen Finale der Landfrauenküche 2010. Während der letzten 7 Wochen sind sie in einem friedlichen Kochwettbewerb gestanden und haben als eigene Jury ihre Punkte vergeben. Die Siegerin steht schon fest. Die Rangliste ist aber noch unter Verschluss. Und so wissen noch die Landfrauen noch nicht, welche von ihnen dort oberst auf dem Podest steht. Schön! Das ist SF bei den Leuten Landfrauenküche, das grosse Finale. Und zu diesem Finale mit Siegerehrung erwarten uns jetzt in der Bergtrotte zu Osterfingen die Fans der Landfrauen aus ihren Kantonen und unser Moderator, der Nick Hartmann. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Hier in dem Raum, wo wir sind, das ist Bergtrotte Osterfingen. Wir sind ganz im Norden der Schweiz, im Kanton Schaffhausen, in der Weinbauregion im Blauburgunderland, genauer im Klettgau und eben in dieser Bergtrotte. 7 Landfrauen haben 7 Wochen lang alles gegeben. Hinter dem Herd und für ihre Region haben sie gekocht. Sie haben tolle Abende beieinander, haben einander eingeladen, haben einander bekocht. Aber am Schluss mit dem Urteil sind sie immer knallhart gewesen. Wir sind da für die Siegerin zu küren von der Landfrauenküche 2010. Die Siegerin, die haben wir eigentlich schon bestimmt. Die Jury, das sind die Landfrauen selber gewesen. Was wir jetzt aber heute da machen, ist noch einmal kochen. Es gibt einen veritablen Dreigänger. Es schmeckt schon recht fein in dieser Bergtrotte. Ich habe 3 Tage lang nichts mehr gegessen und hoffe, ihr habt auch Hunger, oder? Es gibt etwas. Mögen Sie sich noch an die Landfrauen erinnern? Wissen Sie noch, welche von wo gekommen ist und was sie gekocht hat? Gibt uns Gelegenheit, sie Ihnen noch einmal schnell vorzustellen. Beim Empfangsapero vor der Bergtrotte stärken sich die Frauen für ihren grossen Auftritt. Auch Yvonne Bischof aus dem Toggenburg. Sie hat den Landfrauen bei ihrem Essen Kalbsbraten aufgetischt. Von weit her aus dem Kanton Uri ist die Maja Gisler. Bei ihr sind Schweinsplätzchen auf dem Menü gestanden. Die Barbara Huber lebt im Zürcher Wieland. Darum hat sie sich natürlich für die Zürich-Schnetzlets entschieden. Die Lotti Baumann aus dem Aargauischen Beinwil am See hat viel Mut bewiesen. Bei ihr hat es Seidfleisch gegeben. Die Esti Derungs kommt aus dem Safietal. Das Fleisch für ihren Gemspfeffer hat ihr Mann von der Jagd heimgebracht. Brigitte Bürgi aus Kägiswil in der typischen Obwaldner Tracht ist mit Fleischvögel ins Rennen gegangen. Und Brigitta Knörr aus dem Solothurnischen hat den Hackbraten nach einem alten Rezept von ihrer Großmutter gekocht. Obwohl sie die letzten Wochen Konkurrentinnen waren, verbindet sie unterdessen eine dicke Freundschaft. Es geht schon noch einen Moment, bis wir dann die Siegerin bestimmt haben. Darf ich euch bitten, schaut die mal an und gebt ihnen einen schönen Applaus. Festtagstracht aus dem Kanton Schaffhausen und die Wertungstracht Simone und Desiree. Das ist so ein bisschen, wie man auf einem anständigen Bauernhof auch das Geld aufbewahrt. Das ist so ein Bauernsafe. Und auf dieser Rolle, da drinnen, steht der Name der Siegerin. Ich will gar nicht reinschauen, ich will es gar nicht wissen. Ihr passt gut auf. Und jetzt wieder unter Verschluss. Und am Schluss der Sendung bringen wir das wieder. Genau. Alles klar. Gut. Die Landfrauen, die haben sich gegenseitig bewertet. Aber haben keine Ahnung, wer denn eigentlich gewonnen hat. Aber trotzdem, wir haben sie vor der Sendung schnell befragt und wollten wissen, wer gewinnt und warum. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es Brigitta Knörr ist, weil bei ihrer Essendekoration alles so harmonisch war. Meine Favoritin ist eindeutig die Yvonne Bischof, weil das Essen hat mir super gut gepasst. Und das Event habe ich am lässigsten gefunden und das Tüpfchen auf mich war einfach der super schöne, perfekte Tag. Nach meinem Gefühl wird Brigitta Knörr Landfrau 2010, weil sie einfach alles perfekt eigentlich gemacht hat. Von mir aus gesehen Brigitte Knörr. Für mich hat sie am besten gekocht, gewürzt und alles. Für mich hat das gestimmt. Nach meiner Meinung steht Lotti Baumann zuoberst auf dem Treppli. Mit seinem Südfleisch und dem Herzlerdöpf habe ich das Gefühl, kommt es gut an. Ich glaube, Brigitta Knörr wird gewinnen,
weil bei ihr ist von A bis Z einfach alles perfekt durchorganisiert und es war einfach ein perfekter Tag. Ich bin überzeugt, dass das die Ehrungs gewinnen wird, weil die Atmosphäre in dieser Stube hat mir sehr gut gefallen und der Gemspfeffer war sensationell. Es kann jede werden. Aber Brigitta Knörr ist doch 4-mal genannt worden. Es geht noch 3/4 Stunde, bis wir wissen, wer die Landfrau-Küche 2010 gewinnt. Wenn ihr sie gesehen jetzt endlich? Sollen wir sie reinholen? 7 Wochen lang waren sie die Heldinnen am Herd. Das sind unsere 7 Landfrauen. Herzlich willkommen. Ihr seht sehr locker aus, Yvonne. Sind ihr das gelöst? Ja, sehr. Was hast du für ein Gefühl für dich selber? Ja, gutes Gefühl. Aber für alle zusammen geht auch. Lotti, hat das nur den Eindruck gemacht oder haben ihr 7 Wochen lang einfach super gut gehabt? Wir haben es wirklich sehr gut gehabt. Das ist wirklich so was mit Überzeugung. Haben ihr eigentlich die Fans mitgebracht? Ich habe noch gar nichts gehört. Wo sind die Fans von unseren 7 Landfrauen? Da sind sie. Alle Kantone. Jetzt mache ich etwas, was ich noch nie an einer Frau gesagt habe und schon gar nicht 7 Frauen am Stück. Ab in die Küche. Wir wollen kochen. Geht. Es gibt eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert. Und für die Vorspeise verantwortlich ist der Kanton Aargau und der Kanton Obwalden. Brigitte und Lotti. Sagt man die Lotti oder das Lotti? Das kannst du machen, wie du willst. Schon? Ja, da bin ich flexibel, wirklich. Sie sagen sehr viel das Lotti. Gut. Ja, ja. Sind es Rüebli aus dem Aargau? Aargauer Rüebli. Und was machen ihr zwei? Wir machen eine fröhliche Herbstweihe. Und? Und eine Seelenwärmersuppe. Ein fröhlicher Kuchen und eine Seelenwärmersuppe. Weitermachen, ich komme dann wieder zu euch. Dann haben wir einen Applaus für den Hauptgang. Brigitta. Das Esti oder das Esti? Das Esti. Das Esti. Und Yvonne, was gibt es bei euch? Ich mache jetzt gerade speziellen lauwarmen Gemüsesalat vom Buchiberg. Mhm. Und dann gibt es Esti. Ein Safir Hirschbraten. Nein, das ist Hirsch. Ja. Super. Der hat wann noch gelebt? Ja, vor etwa 1,5 Monaten, denke ich. Gut abgehangen Ja. und gekühlt. Gut. Kannst du gerade in die Pfanne tun, dass es ein bisschen Fürste geht. Und dann das gibt was? Also bei mir gibt es Schnupfnudeln. Schupfnudeln. Nein, Schnupfnudeln. Kannst du nachher später noch erklären, wieso das die so heissen. Und dann der Dessert mit euch zwei, die Maja und Barbara. Was macht ihr? Also wir machen einen Hugi-Teller, das heisst Huber-Giesler-Teller mit Nideln, Täfeli-Parfait. Hugi-Teller, gut. Und ich mache Bristner-Nittle, vollsäuerner Rezept. Der Bristen, für mich der schönste Berg im Kanton Uri oder sogar der schönste Berg überhaupt. Wenn ein Kind nämlich einen Berg zeichnet, dann zeichnet es automatisch den Bristen. Das ist so eine wunderschöne Pyramide. Wir haben schöne Landschaften gesehen, bei dir natürlich auch, bei all unseren Landfrauen in 7 Sendungen. Und es wäre ja schade, wenn wir ihnen die Bilder von euren schönen Höfen und von den Landschaften würden vorenthalten. Machen wir nicht. Wir schauen zurück auf die schönsten Momente. Kolega, als je niet vertrouwelijk. Weinig. Ik ben nog wat opgezet gewoon. Maggie? Maggie? Bierbuch, Maggie.
kann regnen, wir haben noch liegen. Sag mal, wie du bist. Lisa, komm nicht oben runter. Aber komm. Das sind ja fantastische Bilder von dir im Kanton Obwalden. Das kann dann schon mit tun, hä? Ja. Wahnsinn. Die fröhliche Herbstweihe. Der Teig, fixfertig ausgewählt oder hast du ihn selber gemacht? Den haben wir selber gemacht, natürlich mit Dinkelmehl. Ich bin eine Dinkeltante und darum habe ich Mehl, das ist Vollkornmehl, Rauchmehl, Halbweissmehl, alles aus Dinkel. Eine Mischung einfach, dann nimmt man Anker dazu, tut es verreiben, dass es einen geriebenen Teig gibt. Salz zum Würzen, dann kann man ein bisschen Quark rein tun und am Schluss mit Wasser zusammenfügen. Und dann muss man es in den Kühlschrank tun. Das ist Mischgemüse. Ja, einfach Saisongemüse, was es jetzt gerade so hat. Lauch, Rüebli, Herdöpfel, Knoblauch, Zwiebeln. Komm, kann ich dir helfen? Soll ich das drauf tun? Das müssen wir jetzt hier drauf tun, ja. Wie viel? Einfach, dass schön der Boden gedeckt ist. Jetzt kommt noch ein Guss drüber. Da kommt noch Guss drauf, Milch, Rahm, Eier, ein bisschen Mehl und auch gewürzt. Pfeffer, Salz. Fröhlicher Herbstkuchen. Wie geht es in einer Seelenwärmesuppe? Tipptopp. Was hast du da drinnen? Bouillon. Und da habe ich Eier und Rahm und Peterli. Und das gibt nachher die schönen Einlagen? Die Einlage. Okay. Ich habe langsam aber sicher Hunger. Du musst einfach schön rühren. Rühren? Ja. Gut. So, jetzt ist gut. Ist gut? Ja, ist gut. Schön sauber eingemacht. Den Käse haben wir gesehen, wie du ihn drüber da hast. Und, gell? Was ist es für Dinge? Von der Brigitte. Brigitte hat den Käse mitgenommen. Alpkäse. Ja. Ganz wichtig, Alpkäse nicht gleich Bergkäse. Nein, es ist Alpkäse, ja. Ja, darf nur, muss von Kühen sein, die auf der Alp waren. Ja, und oben zubereitet, ja. Kann ich die eine rausnehmen, die fertig ist? Oh. Fein. Also. So. Jetzt du da. Legt eine auf, gell? Hast du das Messer? Dann kann ich dir die Weihenkuchen Kirchen schneiden. Man hat eben irgendwie nicht so ein Gäbiges. Ist die andere noch drin? Ich nehme doch die auch gerade. Nimm doch auch die raus. Voll. Du nur abfüllen. Kann ich abfüllen? Ja. Weil ich höre schon die Mägen knurren. Könntet ihr uns helfen servieren, Freunde? So, jetzt schneide ich mir da schnell ein bisschen ab. Ganz unorthodox. Ja, okay, also. Nein, weißt du, das kannst du schicken dort. Danke. Sorry. Schicken. Fein. Ganz fein. Oh, Besteck. Kannst du für Besteck sorgen, Barbara? Wer will? Wer will? Ich mir der Kanton Aargau, komm. Dem Lotti jetzt lieber. Ein guter Veteran. Besteck kommt. Oder? Sensationell. Gut, das ist ein Applaus, Mann. So eine feine Suppe. Wärmt die Seele. Seelenwärmesuppe und der fröhliche Herbstkuchen. Unsere Landfrauen, die haben bestimmt, kommen da so zu mir, wer soll gewinnen. Bei jedem Gang scheidet eine, beim Hauptgang scheiden 2 Frauen aus. Und weiter zu den Top 3 kommt die Frau, die mehr Punkte hatte in der Bewertung. Ganz wichtig, das, was ihr heute kocht, das spielt überhaupt keine Rolle mehr in der Bewertung für zur Siegerin zur Korenwerte von der Landfrauküche 2010. Desiree, komm zu mir. Da auf dem Zettel, danke vielmals, steht der erste Name von der Schlussrunde. Hast du jetzt gut reingeschaut? Nein. Super Kuchen. Super, probiere ich nachher. Weiterkommen in Ihren Kreis von den letzten 3. Tut
Brigitte Bürgi. Wir sehen uns am Schluss der Sendung wieder beim grossen Finale. Osterfingen ist in der Weinbauregion Blauburgunderland im Klettgau. Und wo Wein angebaut wird, wird auch Wein getrunken. Und da können Sie auch zünftig festen. Vor ein paar Wochen hat das grosse Herbstfest stattgefunden. Wir sind dabei gewesen und mit uns auch ganz spezielle Gäste. Wenn es Herbst im Klettgau und die Tage wieder kürzer werden, ist in Osterfingen viel los. An jedem zweiten Wochenende im Oktober feiern die Osterfinger ihr Trottenfest. Gefestet wird rund um die Bergtrotten und an der schmucken Dorfstrasse. Dieses Jahr sind die SF bei den Leuten Landfrauen mit einem Stand zu Gast am Trottenfest. Der Andrang ist gewaltig. Ist sehr gut. Ja, nehmen Sie nur zu. Darum stehen Sie ja da. Alle wollen die selber gemachten Produkte von unseren Landfrauen probieren. Zwiebeln. Sehr gut. Wollt ihr auch probieren? Senden wir uns ja das Baumenschmötzli. Ja. Bitte sehr. Ja, Auch auf Autogramm der Landfrauen sind die Festbesucher ganz wild. Ja, da. Zwischendurch haben die Landfrauen noch Zeit, ein Türchen durchs Fest zu machen. Schön miteinander. Die sind schön. Ja. Ja, es hat viele Rosen drunter, die fein schmücken. Oh, leg die da drin. Ja, das ist so. Schön. Hallo zusammen. Barbara. F1. Barbara, F1. Das ist ja mein Kürbis. Ja, F1. Verwendung. Habt ihr ja nicht selber gepflanzt? Ja. Ja. Der Pink Jumbo Banana. Wow. Die Begeisterung bei den Osterfingern ist gross, dass die Landfrauen an ihrem Trottenfest dabei sind. Schöner Wein, mal probieren. Wunderbar. Es ist Honigpucke, wie so eine Honigalbum. Ein Wein, der wunderbar zum Essen passt. Oder? Ist auch ein schöner Alltagswein zum Mittagessen. Da kann man eigentlich zu allem zusammen nehmen, verkleidet damit. Ich habe ja gesagt, wir haben es wahnsinnig gut miteinander, Esti. Und so, der Alkohol hat auch gut funktioniert mit euch, Ami. Sind aber noch lange hocken geblieben, eigentlich, Ja, wenn ja. dann die Kameraleute heimgegangen sind und die Sendung abgedreht war? Eine Schweinlänge. Eine Schweinlänge. Das ist aber Hirsch. He? Ja. Nicht, dass man es verwechselt. Mit was würzt du jetzt? Ich habe so eine Braten-Würzmischung und noch ein paar Senfkörner drüber. Wie lange hast du ihn angebraten? Ja, so 15 Minuten. Bis er so Einfach anständig bis er Farbe schön ein bisschen bis die Bohren zu sind. Einfach schön ein bisschen Kruste hat. Ja, Genau. nachher kommt er in den Ofen. Ja. Gut. Machen wir, Brigitta, das kleine Gemüse. He? Ja, das muss ich jetzt ein bisschen schneiden, mundgerecht. Und dann tue ich es ins Steamer bei 15 Minuten. Und nachher tue ich es lauwarm gerade in die Soße. Und die Salatsauce ist ein bisschen speziell. Die hat Süßmast, Zucker und Gewürz. Und am Schluss tue ich noch ein bisschen Kürbiskerne drüber. Gut. Das sind die Schupfnudeln. Oder wie sagst du? Schnupfnudeln. Und was kommt rein? Das sind Herdöpfel, das sieht der Hartmann. Was für dich? Mehlige. Gut. Das ist ganz wichtig, dass mehlig sein müssen. Und dann tue ich die Herdöpfel rein, dann kommt Mehl, ein Eigelb, ein bisschen Gewürz, dann tue ich eine Art so ein Gemisch machen. Dann tue ich das Rugeli. Und dann bin ich dann froh um deine Hilfe. Was sind das da? Das sind Rapskernchen.
heissen ja Schnupfnudeln. Und dann muss ich den Schnupf drüber runter tun. Nein, was? Ja, sicher. Ja, aber wieso heissen es Schnupfnudeln und nicht Schupfnudeln? Weil wir Landfrauen haben gelernt zu schnupfen in dieser Serie. Und jetzt kommen wir nicht mehr los von dem Zeug. Ja, genau. Und das ist Maya die Schuld. Nein. Alle 7. Wer hat das erste Dösli mitgebracht? Das Lotti. Lotti, komm mal her. So, kommen wir schnell zu mir. Bevor wir weitermachen. Aber was habe ich gemacht? Linke Hand, wer will? Das müssen alle. Ich bin dafür, dass Maya einen Spruch sagt. Ja, ich auch. Nur ein Mikro, gell? Bist du ein Anständiger oder sind alle so derb? Ja, dann ich anständig bleiben in dem Fall. So. Aber gibst du mir nur so einen kleinen? Entschuldigung. Ich habe ein bisschen grosse Nasenlöcher. Also, zusammen. Schau mal, das Pensionär nimmt. Das stimmt gar nicht. Also. Die 8 Hefen, die 16 Hefen müssen wir verschleifen, müssen wir vergraben und in die Nase jagen. Schnupf, Preis. Preis. So. Geht's? Es hat keine Genossen. Wir haben Übung. Wir haben Übung, gell? Ja, es scheint so. Du hast noch Gewürzchen drin in der Zwischenzeit. Und Schupfnudeln können wir jetzt die machen. Ja, ja. Ui. Kann man den Teig auch schon am Tag vorher machen oder musst du den frisch haben? Nein, der ist warm. Die Herdöpfel sollten warm, das Bassit abgehen. Und dann solltest du alles miteinander warm mischen. Und dann... Dass es bindet wahrscheinlich? Ja, wegen genau. Ei. Und jetzt hast du, nimm mal eins da. Du musst noch ein bisschen Mehl nehmen. Nimm da, ich leere dir da noch ein bisschen. So. Ja. Und jetzt musst du die so in die Ich habe die Hände Handballen gewaschen. Ich weiss, Sie haben sich jetzt die Frage noch gestellt daheim. nehmen. Ja, und dann so rugeln. So, Sushi fertig. Der Braten hat pfiffen, oder nicht? Ja. Habe ich gehört. Der wäre bereit. Der ist bereit. Ja, also, fein. Rausnehmen. Also, Schick. Anrichten, oder? Ja. Jetzt müssen wir aber wieder saubere Hände haben. Für den anderen vielleicht, ja, lass sie mal. Wie sieht es aus mit dem Gemüse, Brigitta? Das nehme ich gerade raus, tun wir in die Soße. Ich hätte hier Wasser. Ich hoffe, es ist Also. scharf. Wenn wir einfach auf den Teller tun, bin ich froh. Vielleicht, weißt du was, die Soße könntest du mir noch ins Soßengeschirr tun vielleicht. Wir kehren. Sind die schon gut? Sind die schon parat Ja. zum Probieren? Die wären dann auch gut. Wie lange hast du den Braten im Ofen gehabt? Christi? Ja, etwa 5 Stunden mit dem Ofen. Mit meinem müsste ich ihn länger lassen. Das sind die modernen Öfen, die wir da zur Verfügung haben. Ja. Die sind nicht schön. Der hast jetzt, auch wenn er aussieht wie ein saurer Mocken, das ist einfach der Hirsch, der diese Farbe hat. He? Ja, genau. Hirschfleisch ist ziemlich dunkel. Und butterzart sieht es aus. Kein bisschen Fett. Nein, das ist ein Der ist Schönstück, weit im Saviertal rumgekommen, bevor das nicht... Was hast du da für eine Sauce? Ist das einfach noch ein bisschen Hirschfond? Oder wer hat die Sauce gemacht? Esti. Esti, sag. Schmeckt nach Wein, hä? Ja, Wein ist drin, ja. Und einfach so Bratensauce, so Mischung. Ja. Schmeckt fein. So. Wer will? Jetzt wie's Fleisch gibt, oh. Werdet ihr zur Maschine? Habt ihr Hunger? Ich nehme einfach den schönsten Tisch. Hallo miteinander. Habt ihr sie kennt? Das sind die Landfrauen aus den 3 vorangegangenen Staffeln Landfrauen Küche. Ein Applaus. Schön sind ihr bei uns. Bei der Bergknoten Osterfingen. Halbfinale von der Landfrauen Küche 2010. Schön sind ihr da.
Und das Verrückte ist, in all diesen Jahren, ihr habt nicht gehalten. Sieht wirklich immer noch aus, wie wir uns das erste Mal gesehen haben. Auch diese Staffel gibt es natürlich wieder auf DVD. Die können Sie bestellen bei sfbeidenleuten.sf.tv. Sie wird definitiv vor Weihnachten ausgeliefert. Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, liebe Väter. Ihr, die nie wisst, was der Frau schenken. Die DVD von der Landfrau-Küche von der 4. Staffel kann man jetzt bestellen. Ausgeliefert wird sie vor Weihnachten. Wir küren die zweite Finalistin. Kommen zu mir. Ich will so... Ah ja, es sind ja 3. Ich kann ja gar nicht in die Mitte. Am Schluss sind es nur noch 3. Ganz am Schluss ist es nur noch eine, die gewinnt. Wichtig, wir haben es vorher schon gesagt, ich sage es gerne noch einmal, das, was ihr heute gekocht habt, der Hirsch, die Schupfnudeln und der lauwarme Gemüsesalat, hat keinen Einfluss mehr auf das Resultat. Simone, komm zu mir. Bist so gut. Du hast da den zweiten Namen. Darf ich dir die gerade mitgeben? Da habe ich beide Hände frei. Im Finale, in der Schlussrunde, zusammen mit der Brigitte, ist die Yvonne Bischof. Wir sehen uns später noch einmal. Ja. Ich weiß nicht, wie es dein Mann macht oder gemacht hat, aber wenn ein Mann einer Frau den Hof macht, kann er auch sagen, komm, wir kochen zusammen. Aber dann meint er nicht, dass man zusammen isst, sondern nicht gerade alles wortwörtlich nehmen immer. In Amerika heisst das, hey, good looking, what you good cooking. Da hinten hat sich eine Band parat gemacht. Jetzt kommen wir aus Schaffhausen. Der Song heisst, hey, good looking. Und die Band heisst Western Store. About cooking some things up with me. Hey, sweet baby, don't you think maybe we can find this brand new recipe? I got a hot Rutherford and the $2 bill. I know it's but right over the hill. Just load up and the dancing free. So if you wanna have fun, come along with me. Hey, good looking. You again cooking. How's about cooking some things up with me? Daddy, how's about saving all your time for me? Yes, no more looking. I know I've been cooking. How's about keeping steady company? I'm gonna swing my daybook over the fence. Buy me one for 5 or 10 cents. I keep it till it covered with dates. 'Cause I'm writing your name down every page. Looking, what you got cooking? How's about cooking some things up with me? Geht's gut mit der Birne? Ja, ich hoffe es. Bristen, Niedle. Bristner Niedle, ja. Die sind jetzt stundenlang gekocht. Und jetzt ich die verschneiden, dass man nachher dann anrichten. Und die hast du nur im Wein gekocht, oder was ist das? Wein und Zucker. Habe ich die jetzt eine Stunde gekocht, dann habe ich den Weinzucker auch noch ein bisschen aufgekocht. Ja, sie schön weich also nicht, sind dass sie zum verschrecken. Die Birnen haben nicht vorher normal ausgesehen, sondern das sind dirty Birnen, die du da genommen hast. Genau. Aus der Region, für die Region. Genau. Das ist so.
Was machst du eigentlich genau? Ich habe hier Eigelb und Puderzucker. Das ist so Grundmasse für mein Nidler-Täfeli-Parfait. Und das sollte schön weiss werden. Das ist es jetzt dann. Jetzt kann ich dann das Karamell rein tun, nachher noch ein bisschen Nidle und Eiweiß. Woher hast du das Karamell? Hast du das selber gemacht? Das habe ich jetzt nicht selber gemacht. Das Aber habe ich würdest du es gefunden. können? Ja, ich würde es können. Ich weiss sogar, wenn sie weich sind und wenn das hart werden. Eben, das ist heikel, Ja, oder? das ist heikel. Dass du Das noch nicht ist ganz Zähne heikel. ausbeissest. Ja. Genau. Weil Zahnarzt bin ich nicht. Ja, Also- eben, da könntest du mir dann nicht helfen. Das ist eine Grundmasse für ein Parfait, da Ja. könnte man auch etwas anderes drin tun. Ja, sicher. Du kannst auch noch ein bisschen Schnaps rein tun. Je nachdem, was du gerne hast. Wir haben es gehört. Kind trösten, Kind essen, alles. Die Familie ist ja wahnsinnig wichtig. Gerade so in einem bäuerlichen Betrieb, auf einem Bauernhof, geht es nicht ohne Familie. Und das haben wir auch immer wieder gespürt bei unseren 3 Arbeiten in 7 Folgen «Essen für die Leute, Landfrauenküche» 2010. Wir schauen noch mal eure Familien an, in Freizeit und bei Arbeit. Überraschung! Das ist für deine Rundgeburt. Ja. Anstatt die Karibik, hä? Gehen wir mit Ross. Und Ueli dort ganz hinten dort. Los ist rechts. Und hier oben der Piamin. Links oben. Und dann wärst du dort ein Kleinhütte. Du hast eine schwarze Tente in so einer Schiene ganz hinten. Die ist hinter der Wolkendecke, hinter dieser Box. Hast du deine Kolleginnen gesehen? Die sind alle fast geschmolzen. Wie lange sind die geheiratet? 13 Jahre. Und da ist man schon angewiesen aufeinander, auf einem Bauernhof. Ja, das ist irgendwie wirklich, das stimmt das schon. Das ist schön. Man ist einfach ein Team von morgen bis zum Abend. Gut. Genau. Also, danke vielmals. Wie funktioniert es bei eurem Team? Was ist passiert unterdessen, Barbara, bei dir? Also, wir haben hier mal den Rahmen geschlagen. Die Yvonne macht mir noch das Eiweiß. Und jetzt wollen wir das noch drunter mischen, die Form abfüllen und dann kommt das in den Gefrierer. Ja, so. Und du machst... Und ich habe es da schon probiert, auf das anrichten, weil es namens wieder ein bisschen schnell geht. Und dass ich mir ein bisschen mehr geben kann. Es hat fast keine Kalorien, das Dessert, gell? Genau. Nein, das ist... Das ist ja alles so Viertelfett. Ja, ja, da haben wir schon geschaut. Die Türner haben halt Danke gerne vielmals. Nidle, darum tun wir auch die richtige Kehrung Nidle drauf. Das muss vollgefroren sein, so wie das da. Ja, Oder genau. nicht halb, nicht ein halb gefroren, Nein, sondern das ist richtig ganz voll gefroren. durchfrieren. Kann man auch auf Vorrat machen. Ja, Oder- sonst können wir auch gerne jetzt 4 Stunden warten, das ist kein Problem. Nein, ich meine, bleibt es lang gut. Du musst es dann schon mal gebraucht haben, wenn du es gefroren hast. Nimm Ja, ja, ja. bei frischen Nudeln. Das ist dann für mich, das nehme ich dann gerne mit heim nachher. Das schneiden. Ja, ist das ganz so grosse Pizza. Nein, das machen wir jetzt so Würfel. Ja. Kommt schon gut. Soll ich die Hände wieder in die Hosensäcke tun oder kann ich etwas helfen? Willst du das so über die Nidle und Gern. über die Beeren drüber die Träuferle? Dass Hä, man ein gut. bisschen Fallen macht, gell? Also nicht übers Glas, egal, da kommt nachher noch eine andere Soße drauf. Und was ist das da? Ist Das ist jetzt der Sud? Weinzucker in Ja. dem innen, wo die Ding gekocht hat. Bieren. Die Bieren gekocht haben, Aber genau. die Rita hast du nicht mehr sonst. Nein, Und der Zucker ist karamellisiert. nein. Nein?
Nein. Ich hätte jetzt können weg. Karamell ist auf meiner Seite. Ja, einfach so ein bisschen drüber. So. Ja, genau, super. So. Was tust du jetzt da drüber? Das ist der Karamell? Das ist noch der Barbara seine Karamellsoße. Das ist auch mit gemacht? Nitteln und mit diesen Karamell. Nitteln und Karamell. Wir können Klaufen servieren. Also. Ich glaube, wir fangen mal an. Da, die Ja, sonst ersten. läuft es davon. He? Unter einem tosenden Applaus für das wunderbare Dessert. Wer will? Nein. Ihr habt schon gehabt. Ist es recht, wenn ich zu euch komme? Ihr seid nämlich unsere speziellsten Gäste heute Abend. Grüezi miteinander, heute zusammen. Wer will? Da probieren und nachher einfach weitergeben. Ist gut? Das ist dein Löffel und dann gebe ich doch da noch einen. Mit all deren geben Sie einen grossen, warmen Applaus für das Schloss Biberstein. Das ist die Wohngruppe, die wir ab nächsten Freitag hier bei SF bei den Leuten porträtieren. Herzlich willkommen bei uns. Für den Nick. Hoi. Für den Nick. Jetzt musst du mir deinen Namen sagen. Hubi. Der Hubi. Wie habe ich das vergessen? Kenn dich schon. Und dich lernen wir kennen am nächsten Freitag. Oder? Ja, sicher. Der Produzent von dieser Sendung Ich sitzt... ich schaue ja aber das Ja. Ding. Und ich kenne die eben, weil dein Gesicht kommt mir manchmal bekannt vor. Das stimmt sowieso, das Radio. Du hörst etwa mal DRS3. Ja. Das freut mich sehr. Darf ich schnell mit dem Stefan reden? Weil der Stefan hat ja diese Sendung mit euch produziert. Stefan Jäger. Was war es für ein Arbeiten gewesen mit der Wohngruppe Biberstein? Sehr spannend, grossartig, also irgendwie auch sehr vertraut, weil ich glaube, man hat zu lange einen distanzierten Blick auf das Thema gehabt. Und ich habe gemerkt, die sind so offen und so begeistert gewesen, auch mitzumachen, dass wirklich Geschichten entstanden sind, die außergewöhnlich sind. Wer war denn der Chef gewesen, Jami, wenn ihr gedreht habt? Der Hubi sagt, wir sind noch nicht ganz einig. Ja, also der Hubi ist eigentlich immer der Chef. Nein, nicht du. Gut, sie haben es ab und zu müssen, zu ihrem Leidwesen noch einmal wiederholen, wie das ja ist beim Filmen. Aber mittlerweile sind es wirklich grandiose Schauspielerinnen und Schauspieler. Und, also ich habe manchmal gestaunt. Also ich bin jetzt nervöser, als sie, glaube ich, sind. Ist das lustig? Sie haben viel müssen lachen, Hubi? Ja, sicher. Um dich kommen sowieso. Auch mega sehr gut, mit uns eigentlich gut gefallen. Eben, der ist auch ein Anständiger, oder? Er macht manchmal zwischen ja mal gute Witzli. So, aber ernst arbeiten kann er auch. Ja, sicher. Also, dann freuen wir uns auf eine tolle Staffel Schloss Biberstein, SF bei den Leuten, ab nächsten Freitag, 5 ab 8. Ich freue mich extrem auf euch. Ist es gut eigentlich, das, wenn ihr da... Super. Ja. Gut, Applaus für euch und ein Applaus für die Landfrauen, die gekocht haben. Ja. Wenn Ihnen die Kocherei bis jetzt ein bisschen schnell gegangen ist, alle Rezepte finden Sie auf dem Internet unter sfbeidenleuten.sf.tv. Die letzte Finalistin. Das sind zwei, die recht aufgeregt sind und eiskalte Hände haben. Vom Glas. Ja, das ist eine Ausrede. Das muss kalt sein, oder? Desiree. Oh Gott. Danke vielmals. Maja oder Barbara? Am Schluss sind noch 3 und ganz am Schluss nur eine. Und wir bestimmen jetzt die dritte. Das Dessert, das wir gemacht haben, hat super ausgesehen. Ich probiere es gerne nachher. Aber es hat überhaupt keinen Einfluss mehr auf das Resultat, wer gewinnt bei der Landfrauenküche 2010. Es ist eine Frau. Ja. Letzte Finalistin. Barbara Huber! Seht ihr, wie die einander gratulieren? Wird irgendeine überhaupt gewinnen von euch? Nein. Landfrauenküche heisst Kochen und Kochen ist nicht immer so einfach. Ich brauche schnell eine Kamera, wie es euch recht ist. Und
ab und zu ist mal etwas abverhängt. Wobei man könnte ja meinen, bei Frauen, Landfrauen, die tagtäglich kochen für ihre Familien oder auch mal Gäste bewirten, könnte das gar nicht passieren. Haben wir auch gedacht. Aber schauen Sie sich mal das an. Brigitte, ich habe ein grosses Problem. Ich kann den Schinken nicht. So ein Wettkochen hat seine Tücken. Das ist so. Oh, sie ist ja gewöhnt. Jetzt hat das Fleisch aus dem Wasser gezogen und du streichst mir jetzt ganz kurz. Unfall. Gerade blättern. Ich kann noch so andenken, als Landfrauen essen. Was sonst immer klappt, geht gerade ausgerechnet an diesem Tag schief. Scheiße. Ist jetzt immer ganz bis heute. Das glaube ich nicht. Warum geht das heute nicht? Nein! Glaube ich nicht! Zum Dritten. 1, 2, 3. Eins. Ah! Kannst du mir das geben? Die Soße? Oh, nein, da. Jetzt würde ich aber zuerst die Soße hier rein. Gut, ja. Das ist gut, Erika. Perfekt. Oh, das kommt gerade gut. Wenn alles fertig gekocht ist, ist die Erleichterung gross und die Luft draussen. Aber irgendwie hat sich immer jede als Gewinnerin gefühlt. Danke euch, 1000 Mal. Ihr habt es spitze gemacht. Danke. Ja, das stimmt. Die Gewinnerin, schlussendlich sind wir alle, aber es kann nur eine Siegerin geben von der Landfrauenküche. Simone. Am Anfang der Sendung haben wir das Kuvert hier innen versorgt, im Safe. Du hast aufgepasst, es hat niemand reingehüchselt. Ja, niemand. Gut. Brigitte, Barbara und Yvonne. Es ist die 4. Staffel von der Landfrauenküche 2010. Kanton Zürich. Kanton St. Gallen, aus dem Dorf vom Schwingerkönig Noldi Vorer und aus dem Kanton Obwalden. Die Siegerin heisst Brigitte Bürgi! Der Preis wird überreicht von der Priska Abeck von der Landfrauenküche-Siegerin vom letzten Jahr. Ganz herzliche Gratulation. Es ist eine Giftcard von der Migros im Wert von 12'000 Franken, wo du kannst posten, was immer das du willst. Lebensmittel, aber auch alles andere, was es in den Läden gibt, von der Migros. Ganz herzliche Gratulation. Das ist die Siegerin. Noch Blumenstrauß. Und ihr geht natürlich nicht leer aus. Bei der Geschenkcode für jede Landfrau. Ein Giftcard von der Migros wert von 1000 Franken. Und jetzt nehmen Sie in den Arm. Feiert eure Siegerin aus dem Kanton Obwalden. Ein Giftcard im Wert von 1000 Franken. Da bekommt jede Landfrau einer von der Migros für das Kosten so oder egal. Brigitte Bürgi, Siegerin von der Landfrauenküche 2010. Wenn Sie Landfrau sind und nächstes Jahr wieder mitkochen, dann können Sie sich jetzt anmelden auf der Homepage sfbüdeleuch.sf.tv. Da auf SF1 geht es jetzt weiter mit SF unterwegs in Mallorca. Und ich will Ihnen warm ans Herz legen. Nächsten Freitag, 5 ab 8, die neue Folge von SF Büdeleuch, die neue Staffel Schloss Biberstein. Danke vielmals fürs Zuschauen. Danke vielmals Osterfinger. Schönen Abend. Tschüss.